De Julia Hoffmann huet den Nobelpreis krit an der Medizin. Bedauere war gross. Franzosen déi hun se geklaut. Vielleicht hatte bei eis am Land Karriere gemacht, wann et schon demals e Sciencelabo Balwer giwär. An Valerie, fielst du dir schon ein bisschen wie zu kann? Roten Teppich und so. Boah, das ist schon ziemlich glamourös, hey. Das stehst doch speziell in Ulas, weil das immer in der Weihung vom biotechnischen Labor von der Uni Alu. Wir sind heute häufig Sachen ein bisschen umzugucken, auf ein paar Interviews zu machen. Herzlich willkommen im LCSB. Nous vous souhaitons la bienvenue. Welcome to the LCSB. Wir sind so froh, euch alle begrüßen zu können. Es ist flott, dass die Universität zu Belval ist und dass ihr für diese Eröffnung am LCSB gekommen sind. Michi und ich waren auf der Eröffnung vom biotechnischen Laboratoire von der Uni Alu. Wir waren bei einer Führung durch das Gebäude Balval dabei und haben ein paar Interviews gemacht. Nicht nur mehr, auch viele andere Leute haben die Gelegenheit genutzt, für sich das ganz anzugucken und sich impressionieren zu lassen. Den Dr. Torach, Direktor von der Uni Alu, erklärt uns kurz, was ihm am Herzen liegt. Also unsere Prioritäten liegen in der Forschung, nicht in der Nationalität oder Staatsangehörigkeit der Person. Nicht? Ich bin überzeugt, dass unter den Forschern, die hier forschen werden, natürlich auch Luxemburger dabei sein werden. Nicht? Übrigens ist gerade Biologie und Biomedizin ein Bereich, in dem es viele Luxemburger im Ausland gibt, die vielleicht zum Teil wegen dieses Instituts zurückkommen werden. Ein von den Forschern hat uns sein Weg bis auf das Balval-Labor beschrieben. Während der Zeit, wie ich mit der Doktorarbeit fertig war, habe ich gesehen, dass heute zu Lützburg ein neues Center abgeht, ein LCSB, das Luxemburg Center for Systems Biomedicine. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will sowieso zurück auf Lützburg, wenn das möglich ist. Und das gefällt mir noch gut als Forschung. Und dann habe ich dezidiert, um hier zurückzukommen. Zu Lützburg muss man wissen, dass die Bevölkerung auch immer mehr geht. Und dass es wichtig ist, dass sie mehr lang gesund sind. An Parkinson, an Alzheimer sind ebenso Degenerativkrankheiten, wo es eben just zu Lützeburg auch übrig ist, eine Forschung zu machen. Wir dann zu Lützeburg die Leute zu Lützeburg zu helfen, mit den Forschungsresultaten überhaupt mit den Sinn weiterzubringen. Dadurch helfen wir dem Einzelnen besser. Und dadurch bringen wir das auch fertig. Auch das soll ich nicht vergessen, wie vielleicht auch mit den 10 insgesamt wie billig zu machen am Platz, dass wir ganz oft, wenn ich Medikamente holen, mit Kanonen auf Spatze schießen. Und so als an America Systems Biology entstehen. Wir haben die Kooperation mit Pionier von der Hand gemacht. Wir wollen das auch heute zu Lützeburg machen. Wir sind eigentlich ziemlich sensibilisiert dafür, dass es verschiedene Menschen gibt, die verschieden reagieren. Der entscheidende Punkt ist, bis heute Medizin das noch nicht genug berücksichtigt, das wird in Zukunft besser gehen. Auf welche sieht die Forschung da konkret aus? Wir wollen gucken, was bei der Parkinson-Krankheit schief geht an den Zellen. Die meisten Leute wissen ja, dass bei Parkinson ein typisches Symptom ist, dass den so zittert und dass den relativ steif ist, dass der ganz löst ist, von denen sich bewegen will. Bei den Zellen da geht doch viel schief. Also an den Zellen gehen Bewegungen auch ernst. Das sind Sachen, die wir noch sichern. Aber wir wollen verstehen, für was haben Zellen die Probleme. Auf wie kann ich Zellen behandeln, für dass den Zellen besser geht, dass sie normal funktionieren. Uns hat das numerisch ganz gut gefallen. Wir haben viel gesehen und beigelernt. Und wir wünschen all den Forscher vom LCSB viel Erfolg bei ihren zukünftigen Experimenten. Und wir sagen vielmals merci für den Blick, die sie uns gegeben haben. That's all, folks. Now let's have a party. A whoop, a loop, a loop, a boom. Thank you.